Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur PK nach dem wilden 3:2 im DFB-Pokal bei Union Berlin. Ja. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Damit gehen wir rein in den Bums hier. Sind wir wieder, wie vor sind wir 3 wieder. Wochen, gar nicht so lange her, bei uns die Trainer der beiden Mannschaften von unseren Gästen aus München, Vincent Kompany vom 1. FC Union Berlin, Steffen Baumgart. Vincent Kompany und Steffen Baumgart haben wie beim letzten Mal verabredet, dass wir gerne gleich in die Fragerunde übergehen und dann schauen wir mal, ob es denn Fragen gibt hier. Schauen wir mal. Michael Färber beginnt, bitteschön. Let's go. Ja, hallo in die Runde. Frage an Herrn Baumgart. Was haben Sie Ihrer Mannschaft in der Halbzeit mitgegeben, dass sie in der zweiten Halbzeit nochmal so eine Leistungssteigerung hinbekommt? Okay, auch wenn wir anders angefangen haben, möchte ich erstmal Bayern München gratulieren zum Weiterkommen, zum Erreichen der nächsten Runde. Was ich ihm mitgegeben habe, das ist, wenn wir es nur das Spiel betrachten und die Standards mal wegnehmen, wir es gut gemacht haben. Und deswegen war es ärgerlich, dass wir eigentlich, wo wir sagen, wir haben ein Steckenpferd und das ist defensive Standards, auf eine Mannschaft getroffen und die uns gezeigt hat, dass man immer wieder lernen kann und lernen muss. Und deswegen habe ich gesagt, dranbleiben. Wenn wir es 3-2 machen, dann wird es nochmal ein heißer Tanz. Müssen aber auch die Nerven behalten, dass wir eine Mannschaft, die, ich glaube, in allen Belangen, was das Angriffsspiel angeht, überragend sein kann, nicht so zur Geltung kommen lassen, also lange im Spiel bleiben. Und das ist den Jungs komplett gelungen. Und damit wird es natürlich ein Pokalfight, so wie man sich ihn wünscht. Aus unserer Sicht natürlich nicht mit dem Ergebnis. Ja, kann ich Ihnen zustimmen. Ja, also da muss man sich leider beim Torwart bedanken auf Union-Seite. Ja, das war katastrophales Torwartspiel bei den Ecken. Das war wie Manuel Neuer. Der agiert genauso bei Ecken. Ja. Also die muss ja auch seine Kappe nehmen, der Goalie. Sorry. Gibt's weitere Fragen? Dann geht es einmal hier vorne in die. Wir kommen mal von hinten rum. Also letzte Reihe, dann vorne erste Reihe. Grüß Gott, Herr Kompany. Glückwunsch zum Weiterkommen. Harry Kane hat gerade gesagt, die Mannschaft hat den nächsten Schritt in der Evolution gemacht mit dem Sieg. Was sagen Sie, wie würden Sie es denn? What the fuck? Den nächsten Schritt in der Evolution? Oh, was hat Harry genommen? Auf was bezogen? Wir haben ein Tor erzielt, Alter. Ja, wir haben gute Standards heute reingemacht. Das war's. So, wir haben sonst keine Torchancen erspielt. Ich erinnere mich an nichts. Das ist dann die Evolution, oder was? Wild. Ja, ich überlege gerade, wie Harry das meint. Also, keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Vielleicht, dass, wenn die Kraft nicht reicht oder wenn man müde ist, dass man so agieren muss, oder was? Mal gucken, was Winnie jetzt Beschreiben den Erfolg, den Sieg. Naja, nächster Schritt bis zum nächsten Spiel natürlich immer. Aber wir wissen, dass es ein wichtiger Sieg ist. Und wir wissen auch, dass... Ja, da steht ja außer Frage. Es ist ein K.O.-Spiel, du hast gewonnen, alles gut, wichtiger Sieg, aber es hat ja nichts mit einer Entwicklung oder eine Evolutionsstufe dieser Mannschaft zu tun. Also bitte, auf dem Boden bleiben, Alter. Also Ich habe nichts gesehen, wovon man sagen kann, ey, das war jetzt aber überragend gut oder was. Wenn du dir mal die Chancen anguckst, die Union in der zweiten Halbzeit hatte. Nochmal, habe ich in der Analyse schon gesagt, der Kopfball, der irgendwie 3 Zentimeter neben den Pfosten geht, den Manuel Neuer daneben guckt. Das war nur eine von hochkarätigen Dingern. Ja. Wenn Union da ein bisschen mehr Qualität gehabt hätte, was sie zum Glück nicht hatten, hätte der Bums auch anders ausgehen können. Also ich weiß nicht, wie man da von einer Evolution reden kann. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat man Harry falsch verstanden, I don't know. Waren grundsätzlich die erste Halbzeit eigentlich gut von unserer Mannschaft in jedem Bereich. Und natürlich gibt es immer Sachen, die besser müssen, aber wir waren ziemlich stabil in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit hat das Spiel gedreht. Und dann haben wir eine andere Gesicht gesehen von unserer Mannschaft. Die Jungs haben gekämpft. Also ich glaube, wir haben gerade gesagt, ein Fight-Spiel. Fight-Pokalspiel. Ja, aber man kann nicht von Evolution reden. Dafür haben wir viel zu viele Chancen zugelassen. Ja. Das ist völlig richtig. Wir haben gekämpft, wir haben dagegen gehalten, wir haben ein anderes Spiel gesehen, wir standen defensiver, alles ist gut, alles fein. Das ist Pokalspiel, das ist K.O.-Spiel. Da interessiert nur, dass du weiterkommst, dass du das Spiel gewinnst. Alles ist gut. Ja. Da gibt es nichts dran zu meckern.
Aber um von der Evolution zu reden, das hätte man ja gegen Paris sagen können, ja. Da haben wir halt keine Chancen zugelassen, großartig. Aber wir haben heute genug Chancen zugelassen gegen Union Berlin. Ja, wir können halt froh sein, dass die Union Berlin nicht so die Qualität da vorne hat, um das irgendwie besser auszunutzen. Total einverstanden. Und ich glaube, dass es für Harry wahrscheinlich so ist, dass er weiß, dass man das auch zeigen muss, wenn man am Ende dabei sein will für die Preise. Und ein sehr wichtiges Spiel, sehr wichtiger Sieg. Und ja, wir schätzen das auf jeden Fall. Dann geht es hier vorne weiter, bitteschön. Herr Kompany, Sie waren heute brandgefährlich nach Standards, also 3 Tore nach Standards. Jetzt in den letzten Wochen gab es immer mal wieder mehrere Standard-Gegentore. Hat man sich jetzt ein bisschen was von Arsenal abgeschaut oder wie kam jetzt diese... Also Arsenal hat ja eine ganz andere Taktik bei Ecken wie wir. Also wir versuchen das ja schon immer so, die ganze Saison über. Ja. Die ganze Saison ist Pavlovic, dass er da versucht, den Torwart irgendwie ein bisschen zu stören und dass Josh die Ecken so schlagen kann. Tut er nicht immer, aber dass er das kann, hat er oft genug gezeigt. Ja. Also da ist jetzt nichts anderes wie vor Wochen. die Gefährlichkeit bei Standards? Heute hat einfach der Union-Keeper versagt, sorry. Der muss sich einfach da zweimal durchsetzen gegen Pavlovic und dann boxt er den Ball raus, da passiert da gar nichts. Ja, so, das war heute der Faktor. Ja, die Ecken waren gut getreten, so möchte ich gar nicht schlecht reden oder was, ja, und Pavlo hat es gut gemacht. Aber als Torwart, Junge, da musst du einfach ein anderes Verhalten an den Tag legen. Ja. Du musst den Pavlo da wegrammen und gut ist, Alter. Du musst dich da durchsetzen und dann musst du die Faust hochreißen und dann schlägst du den Ball da raus und gut ist. Und die zweite Frage, es war ja auch schon vor 3 Wochen ein Fight in der Bundesliga, jetzt wieder ein Pokalfight. Was macht es aus, dass man sich gegen Union, gegen den Gegner so schwer tut oder sich immer auch einen Fight liefert? Man muss erstmal keine Angst haben für so ein Spiel. Man muss akzeptieren, dass das eine Stärke ist vom Gegner und dann was dagegen bringen. Und die Jungs haben für mich die Standards gut verteidigt heute. Natürlich kannst du den Ball nicht immer sauber 100%ig wegverteidigen, weil die kommen auch mit sehr, sehr viel Geschwindigkeit auf diese zweite Bälle. Aber ich fand die Jungs sehr mutig, also körperlich stark auch, gegen eine körperlich starke Mannschaft. Und da gehe ich mit übrigens, ne? Das war ordentlich, ja. Und das haben wir gebraucht, dass wir auf Standards gefährlich sind. Waren wir schon immer, ja. Also das haben nur die anderen Leute vergessen, ich nicht. Ja, also ganz genau, ich auch nicht. Ja. Ja, Schwachsinn. Also halt. ich meine, gegen Freiburg, das stimmt, wir bekommen 2 Standardstore, aber wir schießen eine rein. Und gegen Arsenal, das stimmt, da haben wir auch eine gegen bekommen, aber wir waren 2 oder 3 Mal gefährlich auch auf die Standards. Also wir haben unsere Qualitäten und das, was besser muss, da sind wir immer ganz objektiv, es gibt keine Analyse, die nicht gemacht wird oder keine Gespräche, die wir nicht angehen. Aber wir bleiben ruhig. Also ich habe es in einer PK gesagt, wir gehen nicht links, rechts, vorne, hinten und versuchen auf einmal alles so zu drehen. Wir haben versucht einfach schrittmäßig besser zu sein und da muss man auch einfach seine Zweikämpfe gewinnen. Das gehört auch dazu, defensiv. Ja, true. Michael Färber nochmal bitte. Ja, ich habe eine Frage zum zweifachen Torschützen Leopold Querfeld, der zweimal Nervenstärke vom Punkt gezeigt hat. Waren Sie da ein bisschen überrascht, beziehungsweise woher nimmt er diese Nervenstärke? Nee, überrascht war ich nicht, weil Leo hat eigentlich schon darauf gewartet, dass es endlich mal kommt, dass er es wirklich zeigen kann. Das mache ich jetzt wirklich so. Ja, weil es ja immer so diese 1, 2 Situationen gibt, wer schießt jetzt und wer schießt nicht. Ich war eher überrascht, dass er den zweiten überlegen gemacht hat, weil normalerweise ist er jemand, der schon mit sehr viel Druck so einen Ball machen kann und den zweiten hat er dann schon sehr, sehr überlegt gemacht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass... Da sah der Neue auch wieder nicht gut aus, Alter. Ich meine, 11 Meter halten kann der Neue auch nicht wirklich, aber da sah er echt nicht gut aus. Also da macht er erst den Hampel mal mit, ja, ich tänze hier in die Ecke, ich mache hier dicke Show. Und dann lässt er sich da einfach verarschen, Alter, mit einmal kurz antäuschen und springt gleich in die Ecke, der Arm braucht nur noch rüberschieben, also. Wenn du schon so ein Hackmack machst, Alter, dann bleib mal ein bisschen länger stehen, ey. Weil so platziert war der auch nicht geschossen. Dass man Leo nicht immer ansieht, dass er 21 ist. Und es ist auch gut, dass du natürlich jemanden hast, der dann auch in solchen oder so einer Situation dann halt auch die Nerven behält. Wollen wir hoffen, dass es so beibehält. Eine Wortmeldung sehe ich noch, Javier Kass. Er hat auch richtig Bock auf die Big Girl Popcat, Alter. Siehst du richtig an, dass er richtig Lust hat, da gerade zu stehen. Richtig Bock.
Herr Baumgart, es gab nach den ersten beiden Standards Proteste Ihrer Mannschaft ein bisschen. Ich weiß nicht, wie Sie die Szenen gesehen haben, wie Sie die bewertet haben, ob Sie sich vielleicht schon. Da musst du gar nichts abpfeifen, Alter. Da war kein großer Schupper, da war kein gar nichts. Sorry. Ja, als Torwart musst du dich da einfach mal anders durchsetzen. Punkt. Im Fernsehen gesehen haben und analysieren können. Das war der Grund, warum ich in die Halbzeitpause zum Schiedsrichter gegangen bin. Und nach der Halbzeitpause, nachdem ich sie gesehen habe, bin ich wieder hingegangen, habe ihm bestätigt, dass er es richtig gemacht hat. War aus meiner Sicht alles in Ordnung. Muss man sich besser wehren. War auch kein Ja. Foulspiel, was man pfeifen muss. Und das habe ich ihm Richtig. dann, nachdem ich ihn erst anders gesagt habe, dann auch in der Halbzeit gesagt, dass er alles richtig bewertet hat. Und ich fand, der Schiedsrichter hat insgesamt in einem hitzigen Spiel aus meiner Sicht eine sehr gute Leistung gebracht. Ich fand den Schiedsrichter nicht gut. Zumindest das Schiedsrichtergespann. Die Abseitsentscheidungen waren teilweise wild. Und die Zusammenarbeit mit dem VAR war eine Katastrophe. Ja, ich sehe es wie Baumgart. Also da musst du als Torwart einfach, du musst deinen Körper da reinmachen und nicht da irgendwie, ich weiß nicht, beim ersten Mal sieht es so aus, als wenn er darauf spekuliert, dass der Schiri abpfeift. So Josh-mäßig, so, weißt du, oh ja, ich werde mal berührt. Oh, ich schmeiß mich mal hin, ich mach mal. Oh. Alter, geh doch einfach rein in den Mann und geh die Faust hoch und hau den Ball da raus. Also, nicht verstanden. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Nehmen wir das als Schlusswort. Dankeschön fürs Kommen Tip heute. Eine gute top. Nacht, einen schönen Abend. Ja, ich wünsche auch allen eine gute Nacht, eine gute Heimreise, Leute. Wir sind weiter. Chaka, das ist, was zählt. War zweite Halbzeit ein super interessantes Spiel. Ja, war ein richtiger Pokalfight, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, hoffentlich kriegen wir jetzt endlich mal ein Heimspiel. Es sind noch starke Gegner drin. Ja, es wäre schön, wenn wir mal ein Heimspiel kriegen würden im DFB-Pokal. Rot-weiße Grüße, haut rein, bis dann. Tschüssi! Vielen Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.